Bonjour bei diesem Tour durch Lützeburger Kirchen a Kapellen. Haut sind wir zu Pötten bei Miersch. Am Mittelalter goufet eng groß a bedeutend Burg, die auch Sitz war von enger wichtiger Herrschaft, die am Erlen Herzogtum eng ziemlich groß Rolle gespielt hat. Am Zusammenhang mit der Burg steht ganz sicher auch Kapelle, die direkt nebendran liegt. Am 16. Jahrhundert schon, mehr genau 1570, als bei der ersten Visitation eine Kapelle mit einem Kaplan dokumentiert. Die aktuelle Kirche, die ist entstanden 1725, 1727. Ihre Patroner ist den Heiligen Donatus, das ist ein sogenannter Katakombenheiligen, den am 17. Jahrhundert die Jesuiten vom Münster Eifel geschenkt war. Von da aus sind dann Reliquien verdeelt gin, an eng davon die kommen bei Kapuziner op Erl, op der Erler Knippchen. Das auch von da aus, wo sich die Verehrung vom Heiligen Donatus, besonders am 18. Jahrhundert, am Lützeburger Land ausgebreitet wird. Wie gesagt, dass die Kirche entstanden von 1725 bis 1727, das, wie wir schon zur Recke gesehen haben, auch noch ganz stark von der No-Gotik geprägt, besonders am Verwölft, und merkt den das gut. Habt Dekorban am Kirchenraum als den Altar, wie es an der Barockzeit üblich war, ein einzigen Altar, welcher eine Kapelle ist. Dann hat ein paar die Heiliger dort stehen, die als Vierbilder gegönnt haben, aber auch als Patroner gegen verschiedene Krankheiten oder auch auf verschiedenen Uleihen besonders verehrt gesehen. Kirchenpatroner hatte man gesagt, als sei den Heiligen Donatus. Innen am Altar an der Mensa durch den zwei Reliquären, wo Überreste von Heiligen drauf versorgt gehen. Und in diesem Fall sind das Schädeln von den zwei Einsiedler von Enelter, den Heiligen Theobald und den Walter. Die Fassade von der Mensa, die ein Antependium nennt, die ist nicht aus der Barockzeit, die ist Anfang 20. Jahrhundert. Das vom Stil hier geprägt vom Neobarock, aber auch ganz deutlich vom Jugendstil, den er an den Kirchen mannerhäfig begeht.